Wir starten heute in die unglaubliche Serie vom Römerbrief. Mindestens 8 Wochen lang. Mindestens 8 Wochen lang. Der Römerbrief, kann man sagen, zählt wahrscheinlich zum wichtigsten und einflussreichsten Buch oder Brief in der ganzen Bibel. Es gibt Leute, die sagen, das ist der einflussreichste Brief, der je in der Geschichte der Menschheit geschrieben worden ist. Der Brief von Paulus an die Gemeinde in Rom. Und du denkst vielleicht, 8 Wochen geht es euch noch? Spinnende. Ich sage dir, den Römerbrief könnten wir easy 16 Wochen drin verbringen. Da bietet genug Stoff, vielleicht tun wir sogar bis Weihnachten das durchpredigen. Ist das gut? Wir tun es nach dieser Predigt nochmal beurteilen, ob wir da Lust haben auf das. Aber es ist so dicht und so viel Inhalt packt in die 16 Kapitel vom Römerbrief. Das erinnert mich an die Zeit, wo ich während Corona angefangen zu kochen. Ich habe in dieser Corona-Zeit ein bisschen mehr Zeit gehabt, gell? Man hat ja oben amigs nichts vor und so. Und ich habe gedacht, komm, ich mache jetzt ein Investment in mein Leben und tu mir mal das Kochen beibringen. Und ich habe mir so eine Masterclass abonniert online von so einem Meisterkoch. Und ich habe 90 Stutz gezahlt für das. Das war kein Geld, gell? Aber das ist so ein 3-Sterne-Koch, der dir das Kochen beibringt. Und er hat angefangen mit den Basics zuerst einmal. Und ich bin ein bisschen überrascht gewesen, aber der hat mir erklärt, wie man ein Messer hebt überhaupt. Wie hebt man ein Messer? Aber es gibt unterschiedliche Arten, wie man ein Messer, wie man es schleift, oder? Wie man schneidet. Und ich sage euch, ich liebe es. Es gibt fast nichts Befriedigenderes, als mit einem scharfen Messer eine Zwiebel richtig zu hacken. Oder? Das ist, und ich habe da hat mir wie Basics beigebracht, oder, von der Geschmacksrichtung. Süß, salzig, sauer, bitter und so. Und er hat beigebracht, wie das in der Balance muss gehalten werden. Und ich muss euch sagen, mir ist wie eine Welt aufgegangen, die ich vorher gar nicht gekannt habe. Vorher habe ich gegessen, weil ich Hunger hatte, oder? Und jetzt merke ich viel mit offenen Augen, oder sage jetzt mal einen offenen Gaumen. Und ich bin viel mehr sensibel geworden auf die verschiedenen Geschmäcker. Und mir ist eine Welt aufgegangen von einer kulinarischen Vielfalt, und ich gar nicht gewusst habe, dass es das gibt. Vorher habe ich gekocht, weil ich musste. Jetzt ist es eine Leidenschaft geworden. Und ich sage, ich mache den besten Burger in ganzen nördlichen Hemisphäre. Es sind alle mal eingeladen zu mir heim. Genau. Und schaut, das ist das, was ich mir wünsche für die Zeit, die jetzt vor uns liegt, für einen Römerbrief. Oder? Dass uns die Augen geöffnet werden für die Vielfalt vom Evangelium. Ich hoffe und bete wirklich, dass uns wie eine Welt aufgeht für unser Glauben, für das, was wir eigentlich glauben, für das, was uns überliefert worden ist. Mir ist es ein Anliegen, dass unsere Augen geöffnet werden für das, was Jesus für uns und für dich und für uns als Kirche bedeutet. Dass wir die Grundlagen von unserem Glauben besser verstehen, dass wir verstehen, wie das Ganze zusammenspielt, oder? Und dass wir wie einen Geschmackssinn bekommen für die ganze Weite und den ganzen Reichtum. Schau, genauso wie man auch einfach essen kann, einfach um den Hunger zu stillen, so kann man nämlich auch glauben. Und das ist nicht per se falsch. Du kannst glauben einfach wie Fast Food. Das braucht es amigs. Wir brauchen amigs Fast Food. Fast Food ist gut. Fast Food ist wichtig. Wir brauchen amigs einfach das Altbekannte, wir brauchen das Schnelle, das Verfügbare, das, was einfach gut und bewährt ist. Oder? Und auch im Glauben, das ist nicht per se falsch, weil auch im Glauben brauchen wir amigs Fast Food Glauben. Wir brauchen amigs einfach unsere Basics. Das, was wir kennen, das, was wir schon immer gewusst haben, das, was schnell zur Verfügung ist. Aber schau, Fast Food ist amigs gut, aber Fast Food, immer noch Fast Food, ist nicht gesund. Du kannst schon in der Ferien auch immer in McDonald's gehen, oder? Das ist nicht falsch. Wobei, das ist falsch. Doch, das macht man nicht. Du verpasst einfach das Leben, oder? Und schau, der Römerbrief, der ist so fantastisch. Je mehr ich habe jetzt irgendwie 8 Jahre Theologie studiert, und je mehr ich irgendwie mich damit befasse und dort reintauche, desto
grösser wird die Welt, die dort aufgeht. Und ich möchte dich wie ermutigen, jetzt zum Start von dieser Römerbriefserie, den Brief mitzulesen, mitzustudieren, während wir den Sonntag für Sonntag, Kapitel für Kapitel durchgehen. Nicht, dass du mit deiner Small Group zum Beispiel das durchlesest und darüber diskutierst. Und es ist ein Abenteuer, wo wir uns darauf eilen. Ist das gut? Sind ihr ready? Dann ist gut. Dann muss ich noch ein paar einleitende Fragen klären und dann lesen wir gerade die ersten paar Sätze von Paulus. Der Römerbrief ist vom Paulus geschrieben worden. Apostel Paulus, ungefähr 30 Jahre nachdem Jesus gestorben ist. Und er hat an die römischen Gemeinden geschrieben. Es sind mehrere Hausgemeinden gewesen, wahrscheinlich in Rom. Und es hat mehrere Gründe, warum der Römerbrief so eine außergewöhnliche Schrift ist in der Bibel. Und der erste Grund ist, weil der Paulus hat diesen Brief gegen Ende von seinem Leben geschrieben. Das heisst, es war sein letzter Brief, den er verfasst hat. Und wir alle kennen das. Je älter man wird und je mehr Lebenserfahrung man mitnimmt und Hochs und Tiefs erlebt, desto erprobter wird unser Glaube und unser Verständnis von Gott und all dem Zeug, oder? Und man könnte sagen, dass der Paulus wie seine ausgereifteste und erprobteste Theologie präsentiert am Ende von seinem Leben im Römerbrief. Und das ist der erste Grund, warum das so ein fantastischer Brief ist. Der andere Grund ist folgender. Wir wissen aus dem Römer Kapitel 15, dass er nach Rom will gehen, um dort eine Basis zu etablieren für seine Mission nach Spanien. Und wir wissen auch, dass der Paulus selber noch nie in Rom war, einmal nicht bei den Christen, sie kennen sich nur vom Hören sagen, sie ihn auch. Und er muss die Gemeinde und er will die Gemeinde wie gewinnen für die Basis, für seine Mission nach Spanien. Das heisst, mehr als in allen anderen Briefen, die er sonst geschrieben hat, geht er nicht so sehr auf konkrete Ereignisse in der Gemeinde ein. Natürlich auch, wir werden das nächste paar Wochen sehen. Aber mehr als in allen anderen Briefen will er vor allem sich vorstellen und das Evangelium, das er glaubt. Das heisst, der Römerbrief ist eigentlich wie so eine Zusammenfassung von der Theologie von Paulus, kondensiert in 16 unglaubliche Kapitel. Und wir werden sehen, wenn wir gerade die ersten paar Ziele lesen, um was es geht. Der ganze Römerbrief geht um ein Thema, das sich dann natürlich entfaltet. Aber das Thema ist das Evangelium von Jesus. Evangelium bedeutet übersetzt die gute Nachricht. Und du denkst jetzt vielleicht, hei, wie kann man 8 Wochen über das Evangelium reden? Das Evangelium ist doch simpel. Das ist doch schnell erklärt. Jesus liebt dich, er ist für dich am Kreuz gestorben und du kannst an ihn glauben und dann wirst du gerettet. Und natürlich hast du recht. Verstehen wir nicht falsch, oder? Das Evangelium ist simpel und muss auch simpel bleiben, wenn wir auf dem Fastfood-Level bleiben, oder? Aber heute geht es nicht um Fastfood, weil jetzt tauchen wir ein in unglaublichen Brief von Paulus, von einem 3-Sterne-Kochtheolog, Paulus. Höchstpersönlich. Ich lese vor, Römer 1, Vers 1 bis Vers 4. Gut zuhören, es ist dicht, ist gut, mitlesen. Hinten auf dem Screen, auch in Ihrem Livestream nicht abschalten, wenn ich die Bibel lese, das ist wichtig. Ist gut. Paulus, er stellt sich vor, Sklave von Jesus Christus, berufen zum Apostel, ausgesonnen, das Evangelium Gottes zu verkündigen, das er durch seine Propheten in den Heiligen Schriften schon seit langem verheißen hat. Das Evangelium von seinem Sohn, der nach seiner irdischen Herkunft von David abstammt, nach dem Geist der Heiligkeit aber eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft, seit der Auferstehung von den Toten. Das Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn. Du siehst schon am Anfang in den ersten 4 Zielen oder Versen von Paulus, um was es ihm geht. 3-mal kommt das Wort Evangelium vor. 3-mal. Es geht ihm von Anfang an bis am Schluss ums Evangelium. Man könnte jetzt über diese Ziele schon 5 eigene Predigten halten. 5 eigene. Wir könnten darüber reden, über Berufung und Erwählung, die der Paulus erlebt hat. Wir können darüber reden, über den Zusammenhang zum Alten Testament und die Verbindung zu Israel. Könnte man eigene Predigt machen. Wir können über das Wirken vom Heiligen Geist reden. Wir können über die Auferstehung von Jesus reden. 5 verschiedene Predigten. Aber keine Angst, wir kommen zu all dem Zeug in den nächsten paar Wochen. Aber ich möchte jetzt ein paar Sätze überspringen und nochmal
paar Vers lesen und dann gehe ich auf die einzelnen Sachen ein. Römer 1, Vers 15 bis 17. Jetzt schreibt der Paulus, ich sehne mich danach, auch euch in Rom, was? Es geht um uns Evangelium, das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich nicht für das Evangelium. Denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Für die Juden zuerst und dann auch für die Griechen, also für alle Menschen. Gottes Gerechtigkeit nämlich wird in ihm, im Evangelium offenbart. Aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der aus Glauben Gerechte wird leben. Und es wird deutlich, um was es um Paulus geht. Ums Evangelium. Er setzt sich ein mit seinem Leben, dass das Evangelium bekannt wird auf der ganzen Welt. Er glaubt, dass das die Erfüllung ist von allen Verheißungen im Alten Testament. Und dann sagt er etwas Faszinierendes, was ich heute betonen möchte. Er sagt, er möchte das Evangelium auch den Christen in Rom predigen. Obwohl das schon Christen sind. Und vielleicht denkst du, wieso müssen die das Evangelium hören? Wieso müssen die noch das hören? Und er nennt den Grund dafür. Er sagt, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Ich will es bei euch auch erzählen, weil ich schäme mich nicht für das Evangelium. Warum? Und er sagt etwas Faszinierendes. Er sagt, weil es ist die Kraft von Gott. Das Evangelium ist die Kraft von Gott für die Rettung für jeden, der glaubt. Der Paulus sagt nicht, das Evangelium berichtet von der Kraft Gottes. Sondern er sagt, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Wenn wir heute Nachrichten hören und lesen, oder, auf unserem Smartphone, im Fernsehen und so, dann wird uns etwas berichtet von einem Ereignis, das stattgefunden hat. Zum Beispiel die Explosion jetzt in Beirut oder so. Wir hören Nachrichten von etwas, was passiert ist. Wir hören Nachrichten von Fallzahlen, Corona, dort und dort, von Sachen, die passiert sind. Und je nachdem, wie nahe das bei uns ist, haben die Nachrichten mehr Relevanz für uns persönlich und haben Kraft, oder? Ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist, aber wo Corona-News angefangen haben, das ist mir so etwas von gleich gewesen. Irgendwo in China, ich meine, ich liebe ja Chinesen, aber irgendwie in China, Coronavirus, ich dachte, ja, eine von vielen Nachrichten. Aber als das näher gekommen ist, auf Italien, ins Tessin, ist es plötzlich relevant geworden. Ja, warum? Weil es näher, weil es daran Kragen geht. Oder? Es betrifft dich mehr, es bekommt Kraft in deinem Leben. Und spätestens seit Corona wissen wir, dass Nachrichten Kraft haben. Oder? Wir wissen, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich täglich mich mit Corona-News voll mache, dann irgendwann denke ich nur noch an das und es nimmt mich ein und ich mache mir Sorgen und es bedrückt mich und es nimmt dich förmlich ein. Ich sage nicht, das ist schlecht, wir müssen die Medien abstellen, überhaupt nicht. Es hat ja positive wie negative Seiten, Medien und Nachrichten, aber Nachrichten haben Kraft. Und jetzt sagt uns der Paulus auf der einen Seite, ich finde das so spannend, weil er sagt, das Evangelium berichtet zwar von etwas, was passiert ist, und es betrifft dich mehr oder weniger, wenn du es näher an dich heranlässt. Aber der Paulus sagt, es ist mehr als das, was hier passiert. Wir werden gerade noch mal lesen, was das Evangelium als Bericht von einem Ereignis bedeutet. Wir haben es gerade in der Einleitung zusammen gelesen, vielleicht hast du es überhört, aber er hat das Evangelium schon definiert. Aber der Paulus sagt, das Evangelium berichtet nicht nur etwas, was in der Vergangenheit passiert ist und sich ereignet hat, und was dich mehr oder weniger betrifft, das Zuhören. Und das natürlich auch, oder? Versteh mich nicht falsch. Wenn du hörst von Jesus am Kreuz, von der Auferstehung, dann kann das etwas auslösen bei dir. Dann kannst du Bewunderung spüren, du kannst Frieden empfangen, Liebe spüren und so weiter, all das. Aber der Paulus sagt, es passiert mehr wie das. Er sagt, das Evangelium ist die Kraft von Gott. Es ist die Kraft von Gott. Das Evangelium berichtet nicht nur von der Kraft von Gott, wie sie Jesus von den Toten auferweckt hat, sondern es ist die Kraft von Gott. Der Paulus sagt das Unglaubliche. Er sagt, wenn das Evangelium gehört wird und geglaubt wird, ereignet sich die gleiche Kraft, die wirksam war, wo das Ereignis stattgefunden hat. Verstehst du? In anderen Worten, das, was dort am Kreuz passiert ist und in der Auferstehung von Jesus, das Ereignis, das passiert der Person, die die Nachricht hört und glaubt. Die gleiche Kraft wird wie wirksam. Das Evangelium ist nicht nur ein Bericht von der Kraft Gottes, sondern es transportiert die Kraft von Gott.
Und darum sagt der Paulus auch, er schämt sich nicht für das Evangelium, weil es ist Kraft von Gott. Schau, es ist ja schon krass, oder? Wir Christen, muss man mal sagen, wir haben schon eine saukomische Botschaft. Wenn man das mal objektiv betrachtet. Vor 2000 Jahren, irgendein Jude in Palästina, ja, der ist halt hingerichtet worden. Und jetzt sagen ein paar arme, ungebildete Fischer, dass der lebt. Und König ist von der Welt. Ja. Ja. Oder? Ich meine, wenn man das mal so anschaut, ist das jetzt nicht umwerfend. Und der Paulus weiß das. Der Paulus weiß sehr wohl, dass die Nachricht genug Grund hat, um sich dafür zu schämen. Er sagt, für die Juden ist es schwach und für die Griechen ist es ein Blödsinn. Er weiß das. Aber er ist wie am Ende von seinem Leben zum Schluss gekommen und hat wie gemerkt, hey, das, was hier erzählt wird, wenn ich das predige oder andere das predigen, erzählen wir nicht nur etwas, was Gott angeblich gemacht hat, sondern das passiert den Leuten, die zuhören und es glauben auch. Und dann kommt er am Ende von seinem Leben zum Schluss und sagt, ich selber bin verändert worden. Er ist vom Ross gefallen worden von Jesus. Jesus hat ihm das Evangelium gesagt. Und er weiss, er ist vom Christenverfolger zum Kirchengründer geworden. Und er hat all die Geschichten gesehen. Und ganz ehrlich, so ist es bei mir auch. Wenn in dem Moment, wo ich mir bewusst bin, was das Evangelium in meinem Leben alles schon gemacht hat, dass ich ein anderer Mensch bin jetzt als noch vor 10 Jahren. In dem Moment, wo ich mir bewusst bin, welche Menschen alles schon verändert worden sind durch die Botschaft. In dem Moment fällt es mir im Alltag am einfachsten, zu meinem Glauben zu stehen. Ja, doch, ich bin Christ. Doch, voll. Ja, und es ist vielleicht komisch, aber ich weiß, was es ist. Paulus sagt wie, ja, ich weiß, die Geschichte ist komisch, aber der Effekt davon überzeugt. Weil das Evangelium ist Kraft von Gott. Es berichtet nicht nur von der Kraft von Gott, es ist Kraft von Gott. Und wegen dem weiss ich auch, dass für einige von euch, die mir jetzt zuhören, und für einige von euch im Livestream oder im Podcast, wenn du das nachschaust, dass ich weiss, dass für einige von euch das eine lebensverändernde Predigt wird sein. Ich weiss, dass einige von euch der Kraft von Gott werden begegnen und gerettet werden. Durch diese Predigt. Und du denkst jetzt vielleicht, es ist ja schon noch arrogant da, der junge Schnösel da vorne, sagt er halt eine lebensverändernde Predigt und so. Ich sage dir jetzt, das ist nicht Arroganz, das ist Glaube. Weil das Evangelium geht nicht um meine Kraft oder um deine Kraft, sondern es berichtet und transportiert Gottes Kraft. Und du, wenn du sie glaubst, wirst du die rettende Kraft erleben. Und darum werde ich dir am Ende von meiner Predigt in ein paar Minuten die entscheidende Frage stellen, ob du im Evangelium willst Glauben schenken oder nicht. Ich werde dir die Frage stellen und ich werde dich herausfordern, eine Antwort dazu zu geben. Aber vorher möchte ich kurz noch definieren, was denn das Evangelium genau ist. Weil du kannst ja nicht Ja sagen zu etwas, wo du nicht weißt, was es ist, oder? Und das mache ich noch in den letzten 7 Minuten. Sind wir bereit? Ich muss doppelt so schnell reden, wenn ich noch Zeit habe. Gut, also, was ist das Evangelium? Und schaut jetzt, das ist jetzt für alle. Das ist jetzt für alle. Das ist nicht einfach für die das Evangelium noch nie gehört haben, sondern es ist auch für Christen jetzt. Weil so schnell passiert, dass wir meinen, wir wissen, was ist das Evangelium. Und wir haben unsere Fast-Food-Brille an. Ich möchte dich jetzt herausfordern, deine Fast-Food-Brille abzulegen und dich zu öffnen für das, was der Paulus hier schreibt. Und ich habe vorher gesagt, der Paulus hat in der Einleitung schon gesagt, was das Evangelium ist. Und es überrascht dich jetzt vielleicht, dass jetzt das kommt, was ich dir vorlese. Aber Fast-Food-Brille weg. Ich lese nochmal den gleichen Vers, den ich vorher gelesen habe. Römer 1, 1-2. Paulus, Sklave von Jesus Christus, berufen zum Apostel, ausgesondert, das Evangelium Gottes zu verkündigen, das er durch seine Propheten in den Heiligen Schriften schon seit langem verheißen hat. Ich lese gerade weiter, aber ich muss kurz hier pausieren. Jesus Christus, schreibt der Paulus. Jesus Christus. Wir sind so gewöhnt daran, an den Namen Jesus Christus. Dass wir meinen, Jesus ist der Vorname und Christus ist der Nachname. Oder? Ist doch so. So wie der Timon zusammenhalten ist halt der Jesus Christus, oder? Aber nichts könnte ferner sein von der Wahrheit. Und es ist wichtig, dass wir das wissen. Weil jedes Mal, wenn Christus steht,
ist das ein Statement über die Position von Jesus. Es ist ein Glaubensstatement, dass man sagt, Jesus ist der Christus. Und Christus heißt übersetzt Messias. Messias heisst nichts anderes als der Gesalbte. Im Alten Testament hat man Könige, wo man gesagt hat, die sind von Gott eingesetzt, mit Öl gesalbt. Mit Öl gesalbt. Und jedes Mal, wenn Jesus Christus steht, ist das ein Bekenntnis, dass man sagt, Jesus ist der Messias. Jesus ist der König von Israel. Im Ganzen, das ist wichtig, dass wir das verstehen, weil die Hoffnung ist allgegenwärtig damals. Die Juden haben damals die Hoffnung gehabt, begründet auf das Alte Testament, dass eines Tages ein König wird kommen, wie der David. Ein König auch in der Nachkommenschaft wie David. Für alle Hobbytheologen, 2. Samuel 7 und Psalm 2 sind einige von diesen Versen. Oder? Und die Hoffnung war, dass ein König wie der David kommt und Israel wie der David wird regieren. Aber es wird ein ewiges Königreich sein. Und nicht nur das war die Hoffnung, sondern auch, dass der Messias alle Unterdrücker wird beseitigen von Israel und zudem Türen aufmachen für alle Heiden und Nationen, dass die auch ein Teil vom Volk Gottes werden. Das ist die Hoffnung. Und wenn jetzt der Paulus schreibt, Jesus Christus ist unser Herr, dann ist das nichts anderes, als dass er sagt, Gott hat jetzt den König eingesetzt. Die lange Hoffnung, die wir hatten, hat sich erfüllt. Die Einsetzung vom letzten König hat sich ereignet. Und ich schaue mich an und denke, spinnst du da vorne? Was erzählst du da? Was, das ist das Evangelium? Ich lese jetzt gerade weiter. Es macht komplett Sinn, was ich jetzt sage. Schau jetzt, Paulus gibt mir recht. Vers 3 bis 4. Denn das Evangelium, wo bin ich gesehen? Das Evangelium von seinem Sohn, der nach seiner irdischen Herkunft von David abstammt. Siehst du den Link? Nach dem Geist der Heiligkeit aber eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft. Das gleiche Wort, wie vorher benutzt worden ist. Das Evangelium ist die Kraft von Gott. Dort ist die Kraft von Gott passiert. Seit der Auferstehung von den Toten. Das ist das, könnte man sagen, das ist das Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn. Schau, nicht nur Christus ist ein Machttitel. Nicht nur Messias ist ein Machttitel, sondern auch der Begriff Sohn Gottes übrigens. Sohn Gottes hat damals nicht einfach bedeutet, Jesus ist halt der Sohn vom Vater von Gott. Das ist ein Machttitel. Verstehst du? Wenn du sagst, Gott ist der Chef und der Schöpfer und der Herrscher von dieser Welt, dann ist sein Sohn schon sehr nahe dran in dieser Autorität, oder? Wenn jetzt Paulus schreibt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, könntest du es auf die heutige Sprache übersetzen? Jesus ist der allerhöchste König von dieser Welt. Ihm sind alle Gewalten, jegliche Autoritäten unterstellt. Er ist der Chef. Und der Paulus hat genau gewusst, was er da schreibt an Christen in Rom, in der grössten Metropole der Welt, in Rom. Mit einem Nachbar vom mächtigsten Reich dieser Welt, dem Cäsar. Dem Cäsar. Paulus hat genau gewusst, was er da schreibt. Provokativ. Schau, der Titel, wie man den Cäsar auch genannt hat, zur damaligen Zeit. Wie hat man ihn genannt? Sohn Gottes. Man hat den Cäsar Sohn Gottes genannt. Das war ein Machttitel. Der hat sich selber so genannt, um seine Macht zu etablieren. Der Geburtstag vom Cäsar hat man als Evangelium bezeichnet. Als gute Nachricht, unser Kaiser hat Geburtstag, Halleluja. Wenn ein neuer Kaiser an die Macht gesetzt ist worden, hat man das als Evangelium auf der ganzen Welt verbreitet. Und schau, das ist die kondensierte Zusammenfassung vom Evangelium. Und du bist jetzt vielleicht schockiert und so, und du denkst, ja, wo ist denn die Liebe, wo ist denn das Kreuz, wo ist die Gnade, wo ist das, wo ist Vergebung? Keine Angst, die nächsten paar Wochen kommen. Aber wir müssen das Fundament richtig haben. Wir müssen das richtig haben.
Kondensens vom Evangelium ist, Jesus ist der Chef von dieser Welt. Jesus ist König von dieser Welt. Es gibt niemanden, der über ihm ist und er hat alles unter seiner Hand. Das ist die gute Botschaft vom Ereignis, von der Kraft von Gott. Es gibt niemanden, der mächtiger ist als er. Nicht einmal der Cäsar, der mit dem Schwert und Gewalt droht und den Tod als letzte Trumpfkarte in der Hand hat. Weil Gott hat den Tod durch Jesus besiegt. Und das ist ein ewiger König, weil er auferstanden ist und lebt. Und leider wird dieser Punkt, was ist das Evangelium, oft vergessen. Und wir kochen mit einem stumpfen Messer und machen grusige Zwiebeln, oder? Wir müssen eine Grundlage haben. Wir müssen sie haben. Und das ist die Grundlage vom Evangelium. Jesus ist Chef. Jesus ist König. Gott hat ihn eingesetzt als Sohn Gottes, als Herrscher von dieser Welt. Er ist der König von dieser Welt und das ist eine gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht, weil du kannst Teil sein von diesem Reich Gottes, nicht durch deine Leistung und das, was du verdienst und machst, sondern du darfst einfach glauben. Du darfst das Geschenk annehmen, dass er dein König ist. Und darum stelle ich dir jetzt die alles entscheidende Frage. Ob du die glaubst oder nicht, liegt an dir. Ist Jesus dein König? Ist Jesus dein König? Ist er dein Chef? Glaubst du, dass er von den Toten auferstanden ist, schreibt Paulus, und bekennst du ihn als Herr? Das ist die rettende Botschaft. Glaubst du das? Und schau, wenn du sagst, ja, wenn du dich nach dem ausrichtest, kommt Gottes Kraft, die ihn damals eingesetzt hat, in dein Leben und transformiert dich zu einem Kind Gottes und Vergebung kommt und alles. Das hören wir die nächsten paar Sonntage. Aber das ist die entscheidende Frage. Glaubst du das? Ist, dass Jesus der König ist? Ich möchte abschließen mit der Gebetszeit, wo du dir das jetzt kannst bewusst werden. Und es ist wie egal, wie lange du schon Christ bist oder wie lange du schon in Kirche gehst oder vielleicht zum ersten Mal das hörst am Livestream oder im Podcast. Das ist die entscheidende Frage. Und für uns als Schweizer ist das schwierig. Ich weiß es, weil wir ein demokratisches Land sind. Es ist schwierig zu glauben, dass einer an der Macht ist. Einer. Und jetzt, wo Corona gekommen ist, hat der Bundesrat ja plötzlich Kontrolle übernommen, oder? Gott sei Dank hat nicht jeder Kanton mitgeschwätzt am Anfang, oder? Das ist ja meine Meinung, okay, Politik zur Seite. Aber es war aber ein gutes Übungsfeld, um mal zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Und der Paulus sagt an einer anderen Stelle, dass eines Tages jedes Knie sich wird beugen und bekennen, dass Jesus, was ist? Der Herr. Eines Tages wird sich jedes Knie beugen vor dieser Autorität und bekennen, dass Jesus nicht dein Freund ist, nicht der ist, der dir vergibt, nicht dein Bruder ist. Das sind alle schöne Sachen, die nachher kommen. Aber dass er dein Herr ist. Und schau, der König lebt auch heute. Der König lebt heute und der König regiert heute. Und die Frage ist, die er dir heute stellt, ist, darf ich dein König sein? Das ist vielleicht fast ein bisschen als Vorschlag formuliert und unpräzise. Es ist mehr so, bist du Teil von meinem Reich? Bin ich dein König? Das Evangelium ist die Kraft von Gott für jeden, der glaubt. Was glaubt? Dass Jesus König ist. Dass Jesus König ist. Und die gleiche Kraft wartet jetzt auf deine Antwort, die ihn damals eingesetzt hat als König. Und lass uns doch für einen Moment aufstehen. Eine Band wird mit uns zusammen uns mitnehmen in eine Worship-Zeit, wo wir zusammen singen. Und ich möchte dann während dem Song nochmal vorkommen und beten. Lass uns aufstehen. Jesus ist der Christus. Jesus ist der Messias. Er ist König. Wir haben gesungen, jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Schau, das, was zwischen dir steht und dem König Jesus, das, was zwischen dir steht und dieser Kraft von Gott, sind ungefähr 50 Zentimeter. Ungefähr 50 Zentimeter. Jesus ist König. Die Frage ist er dein König? Und vielleicht ist es heute dran, deinen Stolz aufzugeben
Du bist schon lange dabei als Christ oder du bist zum ersten Mal da, du hörst im Livestream. Vielleicht ist es dran, deinen Stolz aufzugeben und die 50 cm runterzugehen auf deine Knie. Weil er ist König. Jesus, wir beten dich an. Du bist König, du bist der Messias. Und wir proklamieren, jedes Knie wird sich beugen vor dir. Jedes Knie. Jedes Knie wird sich beugen. Du bist der Chef. Dich beten wir an. Du bist unser Herr und Erlöser. Ich danke dir für jede Person hier in diesem Raum. Ich danke dir für deine Kraft in diesem Raum, wo Menschen neu macht, wo Menschen vergibt, wo Menschen freisetzt. Ich danke dir für deine Kraft, die heute noch aktiv ist, Jesus. Ich danke dir für deine gute Botschaft. Du bist der Chef, du bist in Kontrolle, Jesus. Amen.